Und dann die ungekündigt Nullrunde beim Staat. Das betrifft ja nicht nur die Ministerialbeamten oder die Ministerin, wenn sie dann sich auch eine Nullrunde verschreiben. Das betrifft auch den Redakteur, den Expeditionär, den Employé beim Staat, bei den Gemengen. Wohl auch die Gemengen Arbeiter, die kommen an und run, an indirekt wahrscheinlich auch der ganze parastaatliche Sektor, leider am Gesundheit, am Sozialwesen, Nullrunde. Aber wir sind nicht naiv. Eine Nullrunde beim Staat als selbstverständlich auch ein Signal für eine Nullrunde am Privatsektor. Und leider am Privatsektor sollen also nicht so schnell an die Hände klappen, wenn es heißt Nullrunde beim Staat. Und zu den Investitionen. Wir haben kein Problem damit, dass den, ob Krise oder nicht Krise, bei Investitionen kann er soll Prioritäten setzen. Können aber droben wen? Auf für wen? Wenn ich aber muss feststellen, dass die Regierung einen Tram an der Stadt Remenke ja noch anreckelt, dass die Regierung 3 neue Schulen als ihrem Investitionsprogramm streicht, durch 2, die schon lange als absolut notwendig durchgestaltet sind, nämlich Lyceen zu Deverdingern zu Kiew. Und auf der anderen Seite aber mengt sie mystische Militärflieger von 150 oder 200 Millionen Euro leisten, dann der wen ja wohl und ihren Prioritäten zweifeln. Zu ihren Neueres hätten. Der Erhebung von der Solidarität zu ihren Neueres hätten, das noch für dich zu suchen, das lang gesucht gehen. Spuren, Steuern, Tabu. Nix. Der Erhebung von der Solidaritätssteuer bei den Privatpersonen bringt dem Staat 40 Millionen Euro. Der Erhebung von der Solidaritätssteuer bei den Betrieben 12 Millionen Euro. Solidaritätssteuer ob die Revenuen, also wo man es nach einem muss gerecht, weil sie einem muss gerecht ob den privaten Revenuen hauptsächlich, weil sie Unprogressivität gebunden ist, das heißt, der Prozentsatz wiest matt dem Revenu. Die neue Krisesteuer ist da aber nicht zwar aus dem Mindestlohn ausgeklammert, der doch bei allen Revenu immunisiert, das zählt also nicht matt, aber über die Limite raus bezieht Schiedsrichter auf alle Revenu 0,1%, aber Schiedsrichter derselbe Prozentsatz bezieht, das heißt das immer, dass die mehr niedrigen Revenuen relativ mehr stark belastet sind wie die mehr hoch. Das Klammer auch zur Ehrlichkeit, was die angeblich Ungerechtigkeit vom Index betrifft, auf den ich aber noch zurückkomme. Über den Congé parental wird es schon geschwärzt, da will ich also nicht darauf zurückkommen, just nach einem Jahr, den es nicht angefordert ging, für Emploi zu schaffen. Geht das da den Nebeneffekt hat können sehen, den es angefordert ging, für das Leid, das Familienleben mit ihrem Beruf, können wir miteinander verbannen. Und ich weiß nicht, was du zu evaluieren wäre, wie du gesagt hast. Und dann den Index, den du offensichtlich nicht vom Tisch hast. Nach ein Jahr, weil ich meine, du hast so viel gelungen, verdreht, und vielleicht auch bei manchen Leuten falsch verstanden. Eine Indexanpassung ist keine Lohnerhöhung. Das ist auch kein Umverteilungsinstrument, für die einen Ruf, die andere abzusetzen. Den Index garantiert just dafür, dass die Nominal- und die Reallöhne nicht auseinanderdriften. Wie einfach ausgedrückt, dass Preisentwicklung nicht zu einer Reduktion vom realen Lohngehalt oder Pension führt und also Kaufkraft erhalten bleibt. Mehr ist es nicht. Das ist also weder eine Lohnerhöhung noch eine Lohnreduktion. Und dann die berühmten sozialen Index. Ich muss so, ich finde es unter langem keinen so einen zynischen Ausdruck mehr hören. Heute machen wir den sozialen Index bei 2-mal dem Mindestlohn. An 2 Jahren machen wir noch mehr sozialen Index bei 1-mal dem Mindestlohn. Und nach 4 Jahren machen wir den allersozialsten Index, den danach Wärmebüro.
Haut spielt ihnen ein unverantwortlich Aderweis ein Deel vom Salariat gegen den anderen aus, für das in der Moi Indexupassung ganz aufschaffen kann, so wie Patronat das gern hat, und die OCDE auch. Eine Manipulation vom Index ist immer eine Kürzung von Löhnen, Gehälter, Pensionen, also Revenuen aus der Arbeit, all anderen Revenuen, für allem Revenuen aus dem Kapital, die natürlich dabei komplett verschont. Aber wohin geht das Geld? Was so Indexmanipulationen oder andere Formen von Lohnkürzung, weil nach einer Indexmanipulation ist immer eine enge Form von Lohnkürzung, wohin geht das Geld, was dann so angespurt wird? Ein Teil geht bei den Staaten natürlich. Wenig geht bei den Bäcker von der Kap, weil bei dem gedeckelten Index, die beschäftigt nicht viel Leute, die an die Kategorie fallen, die nur also auch nicht viel davon. Ein ganz beachtlicher Teil fließt an den Benefis für große Betriebe, an Konzerne, bei so Lohnkürzungen am Allgemeinen, fließt an Dividenden, fließt an Dividendenfunktionären, von den Aktionären, dreht zur Unhebung von Geldreichtum bei, obwohl also auch zu finanzieller Spekulation. Wenn man wirklich mehr Verteilungsgerechtigkeit will, das ist schon mal gesagt, will aber noch einmal wiederholen, da sollte in dat über Steuern machen, einer anderen. Dummer das blickt den Leid nicht auseinander. Und da hat noch prinzipiell eine demokratische Kontrolle, was mit denen so geschieht, die über Steuern erkriegt, weil die gehen an öffentliche Finanzen, an Manns, der Theorino, stimmen wir ja demokratisch mit der Theorino, was mit denen so geschieht. Jedenfalls wissen wir das mal. Also, dann auch die Medik-Index-Tranche, die soll über progressiv Steuer an die allgemeine Solidarität rübergeholt werden. Wann die Steuer progressiv genug ist, dann heißt das, für Tranche mit Gas, wird mir einen dicken Undeel von der muss aufgegeben durch den Mechanismus von der progressiven Einkommenssteuer. Muss ich aber so, gerade die Progressivität und Regierungen an den letzten Jahrzehnten drastisch aufgebaut. Wir waren an der Zeit auf 56% Spitzensteuersatz, und wir sind auf 38, lohnen sie große Schritte auf 4 gemacht, an dem sie dann auf 39 Regime haben, da 56% Spitzensteuersatz. Wir haben an diese Forderungen halt mal bescheiden, 40% Spitzensteuersatz gefroht.